Die Leute fragen immer, Pat, was hast du eigentlich am 21. Februar 2017 gemacht? Es ist gerade ein Päckchen für mich und da ist das Reparaturzeug fürs iPhone drin und das würde ich jetzt gerade angehen. So, das ist also das Päckchen. Jetzt sieht man da meine Adresse. Das ist Absicht, falls mir jemand etwas schicken will. Schauen wir jetzt mal, was da drin ist. Vor allem zuerst mal, wie man es aufmacht. Da hat es so einen Streifen. Schau. Da ist alles, was drin ist. Oh, es sind Gummibärchen drin. Schau mal, fest. So, das ist also das, was ich bestellt habe. Einmal so ein Reparaturkit. Dann haben wir hier einen Ersatzakku, weil ich habe gedacht, wenn ich das iPhone schon mal aufmache, dann wechsle ich gerade den Akku aus, der inzwischen schon ein bisschen scheiße ist. Und da unten haben wir wahrscheinlich dann den Display. Zuerst mal Gummibärchen essen. Oh, geil, Mann. Ich liebe es, wenn es Gummibärchen dazu gibt. Wichtig, Mann. Den bestelle ich wieder, nur wegen der Gummibärchen. Gummibärchen. Alter, die Schachteln sind einmal geschissen. Kennt ihr die? Ich weiss nicht, wie man da als Produkt kommt, ohne dass es da oben dann so einrisst. Und ich hasse, wenn Sachen einrissen. Schau, jetzt ist es wieder eingerissen da. Siehst du es? So ein Bein. So, da haben wir den Digitizer. Da muss man aufschneiden. Unten nochmal. So etwas, die hasse die Siegel. Nachher hängen sie immer an beiden Seiten einfach so geschissen rum. Alles, was man scheinbar braucht, um das iPhone zu reparieren. Ich hoffe es doch mal sehr. Okay, dann reparieren wir es jetzt. Also als erstes sollte man da das iPhone nehmen und dann mit Klebe da so drauf. Sieht ja richtig geschissen aus jetzt. Es steht da also, man soll Safety Glasses benutzen, aber ey, sorry. Vielleicht ist es keine dumme Idee, aber ich lege jetzt garantiert keine Safety Glasses an. Before disassembling your iPhone, be sure it is powered off. Oh. Yeah, I'm sure it's powered off. Remove the two 3,6 mm. Aha, next to the Lightning Connector. Ja, geil. Jetzt habe ich natürlich das Klebe drüber geklebt. Seht ihr da? Am Lightning Connector. Da. Oh fuck, jetzt hat die Kamera keinen Strom mehr. Das da ist der Lightning Connector und dort hat so zwei ganz kleine Schrübchen, die muss ich jetzt rausschrauben. So, das ist der Patient. Jetzt haben wir da das OP-Besteck. Was sind das für Schrübli? Man sieht leider auf dem Bild da nicht so ganz, was das für Schrübli sind. Es sind auf jeden Fall sternförmige Schrübli. Probieren wir es mal mit dem da. Und der ist gross. Nice. Gut, hat es einen kleineren sternförmigen. Der kleinste sternförmige TR8. Scheiße, ich glaube, der ist rund, nicht sternförmig. Und dann probieren wir mal mit dem da. Alter! Der ist zu gross. Was? Mit dem da probieren? Ich probiere jetzt einfach alle aus, die könnten gehen. Doch, die kommen, die sind nur hure klein. Das kommt so wenig raus, das Gewinde ist so eng. Wow. Alter. Habe ich instant nicht gecheckt, dass das schon geht, aber dass die Schräubchen so klein sind. Krass. Alter, das ist richtig hart, Mann. Schau mal, wie klein die sind. Da, 100er Note als Vergleich. Nein, das war ein Witz. Schau mal, wie klein die sind. Da, ein 5-Räppler als Vergleich. Oh, jetzt kommt der schwierige Teil. Jetzt braucht man nämlich so eine Gerätschaft. So etwas. Aha, Seb also. Hat es da ja so ein Messer. Da kommt es, glaube ich. Oh, da, der Mecken ist gut. Fuck, wie kommt man denn da dazwischen? Das da ist ein Haarföhn. Ich habe keine Ahnung, ob das am Gerät gut tut oder nicht, aber das ist gerade die gescheiteste Lösung, die ich mir überlegt habe. Den Kleber versuchen mit dem heißen Föhn ein bisschen zu lösen. Fuck, ich komme da nicht drunter. Ich komme glaube doch drunter. Alter, da gibt es 9-Jährige, die können das besser als ich. Fuck, wie geht das? Ja, haha, mit dem Saugnapf. Die Missgeburten sagen auf dieser Seite, man soll es mit dem Saugnapf machen. Wo soll dann der Saugnapf? So geht's aber. Jetzt wollen wir das da irgendwie mal schauen, ob wir so ein Blättchen da... doch, so bekommen wir es. Nice. Durch die Anwendung von Rohrgewalt bin ich da drunter gekommen. Jetzt habe ich das so aufgedrückt und da mit dem Missgeburtenteil drunter. Nice. So sieht es jetzt aus. Schau, da kommt schon der Bildschirm ab. Kann ich das so aufmachen und dann kann ich das so umklappen, oder wie geht das? So, jetzt müssen wir Schräubchen lösen und zwar das da und das da. Und... Fuck, wie kommt jetzt da aus dem Ding raus? Fuck, ich habe das falsche Schräubchen rausgenommen. Fuck. Das untere muss ich lösen. Scheiße, das da. Da kommt das Blättchen. Hebe den Akkustecker vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board. Was ist der Akkustecker? Alter, das sieht man jetzt wahnsinnig gut. Das da. Und wie mache ich jetzt das? Vorsichtig mit dem da. Oh. Vorsichtig, watch! Schritt 13, entfernen. Alter, was man machen muss, um einen geschissenen Akku austauschen. Benutze ein Plastic Opening Tool, um die 3 Kabel an der Frontpanel-Einheit zu lösen.
Alter, das ist ja verdammt kompliziert. Wieso hat mir das niemand vorher gesagt, dass das so kompliziert ist? Gut, das da wäre also der Bildschirm. Nice! So, jetzt muss ich da dran ziehen. Alter, ist der da reingeklebt? Nein! Zack. Alter, schau mal, wie es der verformt hat beim Aufhebeln. Was geht? Dann nehmen wir den neuen Akku. Da, und dann muss das nachher so da drauf haben. Nice! Und dem Schräubchen. Gut, der Akku ist wieder drin. Kommen wir zum interessanten Teil, nämlich dem Digitizer. Alter, langsam mache ich das wie ein Profi. Unter dem Metallbügel, sind sie unten beim Homebutton oder wo? Hä? Check ich gerade nicht. Aha, jetzt kann ich den Bügel da abnehmen. Welchen Bügel? Hä? Kann man da irgendwie scheinbar eine Art wieder runter? Nice. Schau, so klein ist der Sensor und die Kamera. Klein. Geil, das ist der Homebutton, schau. Ich werde das nie wieder zusammensetzen können. Aha, das ist jetzt also der Rest, der übrig bleibt. Schau, wie cool ist es? Das ist der Rest, der übrig bleibt. Da ist der Bildschirm drunter und der Digitizer. Nice. Das ist das Neue. Das ist dann jetzt beschrieben, wie man es wieder zusammensetzt. Okay, ich nehme an, einfach genau andersrum. Jetzt wird es interessant, weil für das, was ich jetzt mache, gibt es keine Anleitung mehr. Der Home-Button müsste da jetzt wieder drauf, richtig? Und jetzt kommt das Home-Button-Kabel. Wir werden ja sehen, ob das alles so funktioniert. Ist, glaube ich, jetzt besser gegangen, als ich erwartet habe im Fall. Oh, jetzt kommt Kamera- und Mikrofoneinheit. Oh. Oh. Okay, das ist jetzt schwieriger, als ich angenommen habe. Der Abstandshalter muss da rein, das ist schon mal gut. Ich glaube, ich probiere es jetzt einfach zusammenzuschrauben und hoffe, dass das dann hebt. Einmal zwetschgen, zweimal zwetschgen. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt richtig ist. Oh, hoffen wir es. Hoffen wir, dass es richtig ist. Jetzt kommen wir wiederum zum spannenden Teil, nämlich zum Zusammensetzen am Gerät selber. Alter, wo muss das her? Ich glaube, das funktioniert nicht gescheit so. Wie hebt das echt da drauf? Fuck! Wie zur Hölle hebt das? Das ist nicht trivial. Okay, man kann es mit dem Finger drauf drücken. Jawohl. Bei dem Murksen, das ist unglaublich. Das ist wie Medizin da, liebe Freunde, ich sag's so. Wenn jemand von euch mal Chirurg werden will, soll er, bevor er die Ausbildung anfängt und anfängt Medizin zu studieren, sollte man definitiv mal ein iPhone auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Und wenn man merkt, GG ist, dann kann man das Medizinstudium anfangen. Ich empfehle niemandem, das vorher zu machen. Und jetzt sollte man theoretisch das zusammensetzen. Fuck, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Jetzt kommt das Zusammendrücken. Das geht erstaunlich gut. Und jetzt nehmen wir mal die Folie weg, drücken es überall fest. Es springt an. Freunde, es springt an! Es springt an! Es funktioniert! Wow, es ist gerade am Laden. Geil, Mann! Also ich habe gerade die Kamera ausprobiert, das Telefon ausprobiert, Musik abgespielt, also die Lautsprecher getestet. Es funktioniert alles einwandfrei, auch der Touch, Home-Button und so weiter und so fort. Das ist der Knaller. Ich habe es also geschafft. Das iPhone funktioniert wieder. Ich hätte es irgendwie nicht erwartet. Ich habe irgendwie gedacht, etwas geht schief. Die grosse Frage, die sich natürlich jetzt stellt, lohnt sich das iPhone selber reparieren oder ist es gescheiter, dass wir es im Laden machen? Also bei uns kostet es so zwischen 100 und 130 €, das im Laden zu machen. Ich habe jetzt mit dem Werkzeug, mit dem Ersatzakku und eben mit dem Bildschirm, im neuen, habe ich knapp 70 € gezahlt. Ein bisschen drüber, ich glaube 71 oder so. Von dem her, rein vom Preis, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn man so etwas aber noch nie gemacht hat, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt gut 2 Stunden Arbeit gehabt. Ich habe das iPhone noch nie auseinandergebaut, aber ich habe schon mal ein iPad repariert. Und das ist doch ziemlich ähnlich, so vom Prinzip her. Beim iPhone ist alles noch ein bisschen fummeliger. Wenn man halt nicht mega zittrige Hände hat mit diesen ganz kleinen Schrauben und ein gutes Schraubenmanagement betreibt, dann funktioniert das hervorragend. Ich kann es also empfehlen. Alles klar, so viel dazu. Es ist jetzt schon später, ich gehe jetzt noch schnell zu einem Interviewtermin. Das heisst, Interviews ist mehr, ich mache ein paar Bilder für kurze Interviews, für Social Media. Bei der Kadi und dem Thorsten, die haben ihr ja schon mal kennengelernt in einem anderen Video. Das sind Kadi und der Thorsten. Servus. Und dort jetzt gar nicht Content produzieren. So, ich bin jetzt hier bei der Probe. Die sind da innen voll am Üben und so. Und wir güchseln jetzt mal geschwind rein. Und das war knapp. Wie? Zieh dich vor. Du weißt, ich habe dich in der Hand. Heute Abend
hier keinen Fehler unterlaufen. Also ich muss sagen, jetzt ist 8:30, es war ein sehr erfolgreicher Tag, sehr viel geschafft, ein iPhone repariert, es hat gut geklappt, besser als erwartet. Jetzt gehe ich wieder heim, ich hoffe, euch hat der Einblick in meinen Job gefallen. Sorry, ich habe gerade das Glas Sekt gehabt und jetzt ist es ein bisschen schwierig noch zu artikulieren.